Salut zusammen. Geht's bei euch? Oh, ich glaube, das ist das falsche Video. Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Heute reden wir mal, wie ihr es schon gesehen habt, über PS5 und meine Meinung über die Konsole, die jetzt bald schon knappe 2 Monate oder schon über 2 Monate draussen ist, glaube ich, mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wann sie genau rauskommt. Ich glaube, so am 19.11. kann das sein? Ja, glaube ich. 12. ist ja, glaube ich, Amerika gewesen, und 19. sind wir hier in Europa dran gewesen. Ich habe sie ja, wie ihr wisst, schon seit Release und ich habe gedacht, ich tue jetzt mal so nach 2 Monaten mal so, nicht ein Review machen, sondern einfach so meine persönliche Meinung zu dieser Konsole. Was ist mir aufgefallen, was ist negativ gewesen, was ist positiv gewesen, das sehen wir jetzt in dem Video. So, wir fangen einfach gerade mal an mit der Konsole an sich selber. Ich lege mal hier den Controller und das Headset noch weg, weil zu dem komme ich auch noch. Wir reden jetzt einfach mal zuerst mal über die Konsole. Ja, das Design ist sehr, sehr speziell. Ich finde es aber immer noch nach wie vor eigentlich ein sehr schönes Design. Und jetzt gerade bei mir, wo sie steht, passt eigentlich perfekt trainiert von der Farbkombination her, schwarz-weiß, weil bei uns ist das eigentlich auch überall so ein bisschen. Und ich kann gerade vorab sagen, meine Konsole ist nie irgendwie unangenehm heiß geworden oder extrem laut. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ich weiß aber nicht, wie das bei euch ist oder bei euch eine PS5, das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare hineinschreiben. Die ein Laufwerk haben, ist bei euch die Konsole auch dann extrem laut. Also, beziehungsweise bei mir ist es so, dass wenn ich die CD drin habe und das CD-Laufwerk anfängt zu lesen, dann wird das extrem laut. Und ich könnte mir gerne mal in die Kommentare schreiben, also eben die auch natürlich das mit Laufwerk haben, ob das bei euch auch so ist. Weil das ist mir aufgefallen, das hat mich gedacht, ist bei der PS4 nicht so extrem gewesen, aber bei der PS5 recht laut. Also vor allem, wenn ich GTA 5 zum Beispiel spiele, also dort brauche ich eigentlich das ist eigentlich das einzige Game, wo ich die CD brauche. Kommen wir nachher noch dazu, wegen der Konsole an sich. Das ist eigentlich das einzige gewesen, sonst eigentlich nach wie vor alles in Ordnung. Was mir noch einmal aufgefallen ist, wenn ich länger game, fängt sie an zu knacken. Also da fängt so das Plastik an, sich ausdehnen wahrscheinlich und dann schiesst es manchmal ein bisschen. Aber sonst habe ich bis jetzt eigentlich nie ein grosses Problem gehabt. Das Einzige, und das ist wirklich eigentlich das einzige Grobe, das ich bis jetzt hatte, war mal ich tue ja manchmal noch ein bisschen Gameplays aufnehmen, über Capture Card, also GTA 5 zum Beispiel, nehme ich ja hier drüber auf, das Let's Play, das ich am Laufen habe. Und dann muss ich hier hinten den HDMI logischerweise muss ich wechseln, beziehungsweise ich muss mit Elgato verbinden. Die einen Elgato haben, wissen ja vielleicht, wie das funktioniert. Ich habe zwischendurch das Problem, nicht immer, aber meistens, wenn ich den Elgato nicht mehr brauche, tue ich es immer wieder disconnecten und tue einfach das normale HDMI 2.1, das mitgeliefert wird, mit dem Fernseher verbinden, dass ich wieder den HDR einschalten kann. Weil, wenn ich das HDR drin habe, kann ich nicht aufnehmen, beziehungsweise Capture Card, man muss ja das HDCP ausschalten. Ich glaube, so richtig gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, dass man Records machen kann und dann fliegt aber auch das HDR raus. Und wenn man das HDR wieder rein tut, habe ich etwa schon mal das Problem gehabt, dass ich eine Fehlverbindung hatte auf dem Fernseher. Also dann habe ich violette und grüne Streifen drin und der Bildschirm doppelt. Ich weiss nicht, ich habe mal ein Foto gemacht, aber ich weiss nicht, ob ich noch das Foto habe. Wenn ich es hätte, würde ich es jetzt einblenden. Ist sehr speziell gewesen. Vor allem dort habe ich dann die Konsole etwa sicher 5-6 Mal neu gestartet. Immer das Bild oder gar kein Bild mehr gehabt. Dann habe ich den Fernseher neu gestartet, dann hat der Fernseher nicht mehr reagiert. Also irgendwie war es komplett durcheinander gewesen. Also es hat so richtig blöd gesagt, meinen Fernseher voneinander genommen, die Konsole. Erst als ich die Konsole an einem zweiten Fernseher noch angeschlossen hatte, ist es dann wieder gegangen, komischerweise. Und seitdem habe ich es vielleicht noch 2-3 Mal eben so grob gehabt. Aber das ist schon noch recht speziell gewesen. Und ich weiss aber nicht, an was es liegt. Ob das HDMI-Kabel ist oder ob das von der Konsole kommt oder vom Fernseher. Fernseher bezweifle ich zwar, weil ich habe noch andere Geräte angeschossen und dort ist es ohne Problem gegangen. Aber ich denke, es könnte vom Kabel herkommen, weil das Kabel, ganz ehrlich, die eben auch schon ein PS5 haben, das ist nicht gerade hochwertig. Also wenn man das auch in der Hand hat und so und als das Kabel anlenkt, das ist einfach ein bisschen billig gemacht, muss ich wirklich ganz klar sagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dort vielleicht das Problem ist. Darum vielleicht einmal in den Weg ziehen, ein HDMI zu ersetzen, auch wieder gegen ein 2.1 logischerweise, aber gegen ein kleines, qualitatives, hochwertiges, das nicht irgendwie gerade nach 2-3 Mal biegen gerade einen Kabelbruch hat. Ja, so viel mal zu der Konsole. Also nach wie vor bin ich eigentlich immer noch relativ zufrieden. Was ich noch erwähnen wollte, wegen dem Laufwerk. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt das mit dem Laufwerk gekauft, weil ich gesagt habe, ich möchte PS4-Games noch drauf spielen, weil sie ja Abwärtskompatibilität hat. Ganz ehrlich, bis jetzt habe ich GTA 5 gespielt, oder beziehungsweise es ist das einzige Game, das ich bis jetzt gespielt habe auf der PS5 als PS4-Game. Und das war's.
Ja, also eben, wie ihr seht, nicht wahnsinnig viel. Ich habe noch, glaube ich, so Formel 1 2020 einmal draufgeklatscht und habe es mal Bauer gespielt. Aber ja, aus der Ladezeiten merkt man natürlich ja nichts bei diesen Spielen. Von dem her muss ich jetzt im Nachhinein sagen, ich glaube, ich wäre lieber auf eine Digital-Edition draufgegangen, weil ich bin einer, der Games nicht mehr so oft in einem Laden kaufen oder als CD-Form, also physisch, sondern ich kaufe es lieber digital. Weil ja, einerseits man hat es schneller, andererseits ist es natürlich auch umwelttechnisch ein bisschen besser. Natürlich. Mal schauen, wie es in Zukunft wird sein, ob vielleicht Sony dann nur noch auf digitale Konsolen setzt oder mal PS5 Pro rauskommt, dass die vielleicht auch nur digital wird sein oder dass vielleicht eben dann auch schlussendlich PS6 dann wieder nur digital sein und ich denke, das wird auch dann so weit rauslaufen. Ja, sonst an dieser Stelle wäre es das mal gewesen mit der Konsole an sich. Also wie gesagt, nach wie vor eigentlich zufrieden, nur wahrscheinlich hätte ich digital nehmen oder die digitale Edition nehmen. Wäre ich wahrscheinlich persönlich besser gefahren. Ich könnte ja mal eure Meinung auch in den Kommentaren zurücklassen, was ihr dazu meint. Ob für euch vielleicht die digitale Version auch besser war oder ob ihr die digitale Version schon bestellt habt. Ja, was ihr auch habt. Als nächstes reden wir mal über den Controller. Der Controller war eigentlich das Gerät, das ja eigentlich so das Next-Gen-mäßige war an der Konsole oder ist. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt den so in der Hand habe, er fühlt sich gut an. Allerdings, ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, weil ich ja, jahrelang halt immer noch Playstation gespielt habe mit einer anderen Controllerform, weil von der PS3 auf PS4 ist der Controller zwar schon auch recht anders geworden, aber von den Hörnchen her da unten ist natürlich immer noch etwas ähnlich gewesen und auch da die Kante auf der Seite ist natürlich sehr ähnlich gewesen. Da haben wir natürlich schon eine rechte Erneuerung getroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich lang spiele, habe ich das Gefühl, ich verkrampfe meine Finger. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das hat. Der Kollege, der sie auch hat mir noch nie etwas dazu gesagt. Also wahrscheinlich bin ich der Einzige, der das gerade so empfindet. Außerdem muss ich ja sagen, wenn ich einen PS4-Controller im Nachhinein in der Hand habe, also wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele 2 Stunden mit dem und nachher einen PS4-Controller in der Hand habe, fühlt sich der viel angenehmer an. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß wirklich nicht wieso. Ich finde, der ist schon super und gut. Alles drum und dran ist sicher nice und auch wirklich ein richtiger Step in die richtige Richtung, was so Controller anbelangt. Aber irgendwie finde ich den PS4-Controller einfach immer noch bequemer in der Hand. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Ich glaube es einfach, es wird an dem liegen, weil der PS4-Controller ist wesentlich leichter als der PS5-Controller. Der ist halt schon relativ schwer. Ist natürlich auch schon etwas Gutes, weil man hat dann auch das Gefühl, okay, es ist etwas Wertiges in der Hand oder es ist einfach Billo. Ihr wisst, was ich meine. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel das Black Ops unterstützt ja die adaptiven Triggers und Vibration alles, der Haptik-Feedback und alles. Brauche ich alles nicht. Also ich spiele COD, also beziehungsweise Black Ops spiele ich ohne Vibration und ohne die adaptiven Trigger und das spielt sich sogar richtig scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Trigger wirklich nur auf die adaptiven ausgelegt sind und wenn du das Game spielst ohne die Funktion, spielt sich einfach mega komisch. Auch die Vibration, zum Beispiel GTA 5, fühlt sich einfach mega schwammig an. Also klar, man nimmt das Feedback besser wahr, also der Controller vibriert anders und das ist so etwas, was einem auffällt in den ersten 2-3 Stunden, wo man zum Beispiel jetzt GTA 5 spielt, weil das Rumble-Feedback im PS4-Controller halt so unpräzise ist. Und man hat es schon wahrgenommen, aber man hat es recht schnell missachtet. Und als ich das erste Mal mit der PS5 GTA 5 gespielt habe, dachte ich so, wow, die Vibration ist das immer schon so gewesen. Also richtig verwirrend am Anfang. Jetzt mittlerweile ist es aber auch nicht mehr so gross war. Aber halt eben auch da hinten, es spielt sich alles relativ schwammig, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst aber ist er wertig verbaut und hat natürlich viele Funktionen, auch wie von früher von der PS4 oder vom DualShock 4 Controller mit dem Lautsprecher drin und auch die Bewegungssteuerung, das geht ja alles noch. Die LED haben sie ja jetzt hier reingenommen, ins Touchpad rein, finde ich an und für sich ja, ein schönes Detail, ein nettes Detail. Achte mich aber eh nie gross drauf während dem Game, weil wenn ich Game schaue, auf dem Bildschirm eigentlich und nicht auf dem Controller. Und ja, das Mikrofon, das hier innen verbaut ist, ja, sagen wir mal okay. Es ist, wenn man es braucht, nice to have. Was mich allerdings stört, ist halt, dass der ganze Game-Chat meistens eben halt darüber läuft. Ich weiß es aber nicht ganz genau, wie es bei der PS4 war, dazu mal, wenn man jetzt eben zum Beispiel auch COD gespielt hat, in einer Lobby war und Leute gelabert haben, ob das alles im Controller kommt, ich weiß es nicht mehr. Ist manchmal ein bisschen störend, muss man halt einfach alles stumm schalten, dann ist das Problem auch schon wieder gelöst. Ja, aber ich sage mal, der Controller ist in der Werbung nicer beworben worden, als er effektiv ist, da bin ich ganz ehrlich. Gerade so das Game zum Beispiel Astro, wo es ja fix installiert ist auf der PS5,
ist wirklich ein cooles Game und sagen wir mal, eine coole Demo, um ein bisschen den Controller rauszuspüren und ein bisschen, halt einfach so ein bisschen zu zeigen, hey, was kann der Controller überhaupt, um eben auch die Triggers zu verwenden. Allerdings muss man halt wirklich ganz klar sagen, dass es halt einfach aktuell, also Stand Januar 2021, einfach zu wenig Games gibt, die den Controller unterstützen. Also ich habe jetzt momentan gerade mal nur Black Ops gehabt, wo das unterstützt hat einigermaßen, und 2, 3 Indie-Games, wo man über PS Plus hat man können abladen. Ja, und er hat sich schon. Also da muss man natürlich vielleicht schon ein bisschen auch abwarten, was in der Zukunft kommt. Allerdings so der erste Eindruck ist jetzt nicht wahnsinnig toll gewesen. Eben gerade jetzt zum Beispiel COD finde ich jetzt, habe ich auf der PS4, auch wenn ich nicht viel COD auf der PS4 gespielt habe, mehr gefühlt, geschweige denn auf der PS3. Dort habe ich es mehr gefühlt als jetzt mit dem. Ja, so viel mal zum Controller. Das wäre so mal meine Meinung, weil ich glaube, es sehen vielleicht viele den Controller ein bisschen anders an als ich. Auch da schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Es nimmt mich mega wunder, was ihr so davon meint, wie ihr den Controller findet, eben allgemein auch zu der Konsole. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Part, zum Headset. Das Headset ist bequem. Muss man ganz klar sagen, am Anfang, es ist wirklich bequem, also auch die Polster sind nach wie vor top. Ich habe nichts irgendwie gemerkt, was schlecht ist. Auch von der Batterielaufzeit, sage ich mal, ist okay für ein Wireless-Headset. Also ich habe ohne Probleme können jetzt den ganzen Abend, also sprich etwa 4-5 Stunden am Stück zocken können, ohne dass ich irgendwie heisse Ohren bekommen habe oder dass es mir gedrückt hat oder eben, dass der Akku plötzlich leer wurde. Also Akku ist wirklich gut. Im Notfall kann man Klinken anschliessen zum Controller und kann dann nachher so noch weiter gamen, beziehungsweise kriegt den Ton auf die Ohr rüber. Das Mikrofon wird dann aber dann hier vom Controller übernommen. Soviel ich weiss, ich habe es gemeint, weil ich musste da immer eine Mute-Taste rausnehmen, weil ich habe es bei mir so eingestellt auf der Konsole, dass mein Mikrofon hier immer gemutet ist, weil ich spiele nicht immer mit Kopfhörer. Aber wenn man dann nachher das Headset dran verbindet, muss man dort noch entmuten und das funktioniert dann. Ja, was ich immer noch ein bisschen kritisiert habe, ist ja, dass alles ja eigentlich an einem Ort ist da, dass es nicht irgendwie gesplittet wurde. Ja, man gewöhnt sich daran. Was ich einfach immer noch nicht so ein bisschen draussen habe, ist das mit dem Volume und In-Game-Chat so ein bisschen verändern und so. Habe ich bis jetzt nach wie vor immer ein bisschen Trouble gehabt. Ich versuche es zwar zu fühlen und ich weiß auch, wo es ist, aber es ist halt immer noch, weil halt die Tasten relativ ähnlich alle anfühlen, ist es immer noch ein bisschen schwierig zu herausfinden, aber es geht schon. Dann vom Sound muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch hier nicht wahnsinniges Game gehabt, wo ich jetzt ein 3D-Audio irgendwie gross ausprobieren. Also klar, ich glaube, das Black Ops sollte es ja unterstützen, aber ich habe jetzt wegen dem Gegner nicht besser orten. Wenn ich aber allerdings das 3D-Audio ausgeschaltet hatte auf der PS5, habe ich es besser gehört, habe dann nachher auch ein bisschen besser orten. Darum weiss ich halt nicht, ob zum Beispiel gerade Black Ops nicht so gut kompatibel ist mit dem. Also es zeigt zwar schon, oder es ist schon eine Unterstützung da, aber mit uns jetzt nicht so gewaltig. Aber sonst an und für sich zum Gamen und alles drum und dran ist es eigentlich okay. Also ich sage jetzt mal eben für den Preis, wir reden hier von einem Headset von mittlerweile glaube ich noch etwa 100 Franken, 120 Franken ist es glaube ich von Anfang an gewesen, aber es kostet glaube ich ja schon nicht mehr so viel. Ist okay und ich sage auch eine gute Alternative für alle die mal eben möchten dann vielleicht mal ein Astro kaufen oder irgendwie ein Turtle Beach oder irgendwie ein Razer, was auch immer eure Marke ist. Ich sage mal, es gibt klar bessere. Also ich habe jetzt momentan auch auf dem PC ein Logitech, ein Pro X und es ist schon wesentlich besser vom Sound her als das so da. Allerdings ist das nicht kompatibel mit der PS5. Aber ich sage mal, es ist eine gute Alternative und ja, eben vom Sound okay. Nicht weltbewegend, also jetzt Musik hören möchte ich mit diesen Kopfhörern nicht, weil für das sind sie einfach zu schlecht oder beziehungsweise zu wenig Bass, zu wenig Hochtöne, Mitteltöne sind auch so wow. Also von dem her könnt ihr auch hier mal eure Meinung in die Kommentare hineinschreiben, wie ihr sie findet. Also ich habe schon viele Kopfhörer gehabt, schon teure Kopfhörer auf dem Kopf gehabt, darum glaube ich, kann das ein bisschen gut so unterscheiden. Eben, klar, man muss ja sagen, man darf es nicht vergleichen mit Headsets, die irgendwie 400 Franken oder 500 Franken kosten, weil das ist eine andere Liga, ein anderer Aufbau. Aber eben darum sage ich ja, es ist okay für den Preis und wenn es momentan noch keine Alternative gibt, absolut in Ordnung. Ja, das wäre es einmal so wie von dem kleinen Meinungsvideo, sage ich jetzt mal, von meiner PS5 oder allgemein von der PS5. Eben wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare, schreibt mir sonst gerne mal unten rein,
was ihr so von der PS5 haltet oder sind ihr sogar ein Xbox-Spieler. Könnt ihr mir gerne auch unterschreiben, was findet ihr von der Xbox gut. Ich bin halt von Anfang an immer ein Playstation-Kind und darum ist es auch, sage ich jetzt mal, eine Konsole, wo ich sicher wieder immer darauf bleiben. Egal wie sich es entwickelt, denke ich mal, ausser die Playstation macht irgendeinen verdammten Rotz, aber ich denke, dass es nicht mal so weit wird kommen. Ja, und die Remote-Fernbedienung, die habe ich leider nicht, beziehungsweise finde ich auch eigentlich ein relativ unnötiges Zubehör von der Konsole. Weil ich schaue eigentlich nicht Netflix über die Konsole, weil da habe ich eine App auf dem Fernsehen und Disney Plus auch. Und ja, sonst eigentlich DVD schaue ich sehr selten. Von dem her ist das für mich eigentlich eine Fernbedienung, die überflüssig ist, außer dem Staubfänger mehr in der Wohnung. Darum habe ich da leider keine Meinung dazu gegeben. Aber so meine Vorurteile sind halt eben so ja, ein bisschen unnötig. Und Docking Station wäre sicher auch nice to have, allerdings ja, muss es nicht zwingend haben, weil ich habe immer schon seit Jahren lang ein System mit 2 Controllern, der eine tut laden, der andere den Gamer, wenn er leer ist, umgekehrt. Und ja, so läuft das bei mir schon die ganze Zeit oder seit Jahren schon. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Konsole und in die Kommentare rein, das würde mich sehr wundern, was eben ihr so meint von dem Gerät. Und ja, da würde ich mal sagen, was war mit dem Video. Merci vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach dann im nächsten Video wieder. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, Abo da lassen, das Video teilen, wenn ihr es gemacht habt. Und ja,